5 kritische menschliche Schwächen. Warum wiederholt sich die Geschichte? Warum kann die Menschheit nicht gemeinsam handeln, um ihrer physischen, finanziellen und spirituellen Sklaverei ein Ende zu setzen? Vielleicht weil jede bisher versuchte Lösung es versäumte, einige sehr grundlegende menschliche Schwächen zu betrachten. Bis diese kritischen Fehler überwunden sind, werden Veränderungen oberflächlich bleiben. Die altbekannten Probleme werden immer wieder an die Oberfläche kommen. Die erste Schwäche besteht darin, dass unsere Wahrnehmung auf die 5 physischen Sinne beschränkt ist. Nicht in der Lage, etwas jenseits des materiellen Universums zu sehen, werden wir dazu verführt, seine Wege zu gehen. Wir verhalten uns dann wie Tiere oder Maschinen, obwohl wir im Kern geistige Wesen sind. Sie macht uns auch blind gegenüber unseren Feinden und deren okkulten, nicht physischen Kontrollstrukturen und Energien, die selbige gegen uns anwenden. Wie bei einem Eisberg ist der größte Teil des Matrix-Kontrollsystems unserem Blick entzogen. Aus diesem Grund verhalten Menschen sich wie Marionetten, die von unsichtbaren Fäden gelenkt werden. Früher oder später muss die Menschheit hellseherische Fähigkeiten entwickeln. Durch die richtige esoterische Ausbildung wird es möglich werden, Wunderheilungen, Remote Viewing, psychische Selbstverteidigung, Wahrnehmung und Beseitigung von ätherischen Parasiten, Hellsehen, Telekinese zu erlernen. Durch Telepathie ist schnelles Erkennen von Agenten und Saboteuren möglich. Stellen Sie sich vor, wie stark dies die Spielregeln zu unseren Gunsten ändern würde. Wenn wir über die Physis hinaussehen könnten, wäre das Spiel aus für Psychopathen, die von außerirdischen und dämonischen Kräften angetrieben werden. Bis jetzt halten die meisten Institutionen des Mainstreams übersinnliche Wahrnehmung für Unsinn, geschweige denn versuchen sie, diese zu entwickeln. Sie werden auch nie von sozialen oder politischen Bewegungen erwähnt, was zeigt, wie tief unsere Gesellschaft durch das Kontrollsystem vereinnahmt wurde. Unsere zweite Schwäche besteht darin, dass die Wissenschaft fest auf das Reich der Materie, physischer Energie, den 3D-Raum und lineare Zeit fokussiert bleibt. Dies hält die notwendigen Entwicklungen in der Technologie, die Ressourcenverknappung und Umweltzerstörung überwinden würde, auf. Unsere primitive Technologie macht die Erde physisch wehrlos gegenüber fremden Mächten und überlässt ihnen so die strategische Oberhand. Deshalb müssen wir uns in Richtung auf eine höhere Art von Wissenschaft bewegen, die von den orthodoxen Universitäten unerforschte Energien und Prinzipien nutzt. Beispiele hierfür sind skalare Physik und demiurgische Technologie, Nullpunktenergie, longitudinale elektromagnetische Wellen, kraftfreie Gauf-Potenziale und ätherische Energie. Es würden Dinge wie freie Energie, Anti-Schwerkraft, Unsichtbarkeit und Zeitreisen ermöglicht. Ohne eine solche Technologie wird die Menschheit weiterhin mit physischem Überleben und Konkurrenzkampf um schwindende Ressourcen beschäftigt sein, in Abhängigkeit von den wenigen, die diese Ressourcen kontrollieren. Unsere dritte Schwäche ist das Ego, der geistige Parasit, der uns emotional an die Matrix gefesselt hält. Es ist eine fremdartige, psychische Struktur, die auf die Seele durch genetische Prägung und soziale Konditionierung aufgepfropft wird. Ego fungiert als sterbliche Persönlichkeit, durch die der unsterbliche Geist innerhalb der Matrix reibungslos funktionieren kann, wenn auch auf die Gefahr hin, sich darin zu verlieren. Wenn die Seele, der Kern unseres Wesens, sich mit dem Ego identifiziert, nimmt es seine Schwächen an und vergisst seine eigentlichen Zwecke. Der Reiter wird dann zum Pferd und kann leicht mit den Zügeln geführt werden. Solange das Ego unsere Entscheidungen beherrscht, werden wir immer in einer Weise handeln, welche die Matrix verstärkt. Wir müssen zur Überwindung der Tyrannei das Ego, eine persönliche Verbindung mit dem geistigen Bereich schaffen, mit dem höheren Selbst. Indem wir erkennen, welche Antriebe aus dem Ego kommen und welche durch das höhere Selbst inspiriert werden, ergibt sich eine Handlungsrichtung, die durch Disziplin und Introspektion gestärkt wird und uns immer öfter nach dem Höheren streben lässt. Durch konsequente Identifikation mit dem Höheren wächst der Einfluss auf das niedere Selbst. Ersteres wird zunehmend in uns verankert, bis es wieder einen neuen Stern zündet in voller Manifestation. Wir können diesen Prozess durch Unterstützung von Intuition, Wachträumen, Synchronizitäten und tiefer Kontemplation beschleunigen. Wir können die Klarheit der Verbindung durch die Pflege edler Gefühle wie Mitgefühl, Schönheit, Verständnis, Liebe und Empathie erhöhen. Ohne die Verbindung zur geistigen Seite bleiben wir Wanderer ohne Kompasse und Lampen, ohne Feuer, verloren in der Dunkelheit wie derzeit so viele Menschen. Die vierte Schwäche ist Unwissenheit, Dummheit und Naivität, die uns davon abhält, fundierte Entscheidungen zu treffen.
Betrug und Irreführung sind nur erfolgreich, wenn sie durch einen Mangel an Bewusstsein eingeladen werden. Das Problem der Menschheit sind nicht so sehr die Kräfte, die sie zu kontrollieren suchen, sondern die Geißel der öffentlichen Ignoranz, welche diese Kräfte unterstützt und erhält. Deshalb müssen wir unser Bewusstsein durch Studium, Beobachtung, Erfahrung, Kontemplation und vor allem höhere Offenbarung erhöhen. Dies erfordert eine tiefe Liebe für Wahrheit und das Lernen. Wir müssen unseren Intellekt ohne Kompromisse trainieren und sehr vertraut mit logischen Trugschlüssen und den geistigen Strategien sein, die im Kampf gegen uns verwendet werden. Der Intellekt ist nicht etwas, das man zugunsten des Herzens wegwirft, es sollten beide parallel entwickelt und zur Perfektion gebracht werden. Je informierter wir sind, desto intelligenter sind unsere Entscheidungen und desto besser gestaltet sich auch unsere Zukunft. Und die 5. Schwäche ist der Menschheit unbestrittenes Vertrauen in den Konsens der Realität. Konsensusrealität ist die Art und Weise, wie die Mehrheitsgesellschaft die Welt wahrnimmt, wie alles funktioniert, was jeder Einzelne tun muss, um in dieser Welt zu überleben, was erlaubt ist und was nicht möglich ist. Es ist die von der Matrix gekennzeichnete Landkarte, die unseren Kurs durchs Leben beschreiben soll. Wir haben gelernt, anzunehmen, dass die Regeln und Grenzen der vielen für uns ebenso gelten, und zwar ohne Ausnahme. Wir müssen uns von der Konsensusrealität trennen. Dies geschieht nur, wenn wir beginnen, nach den Grundsätzen einer zunächst unsichtbaren göttlichen Wirklichkeit zu leben, die sich um uns und in uns manifestiert. Welchem Zuständigkeitsbereich man angehört, hängt schlussendlich davon ab, wo auf der gleitenden Skala zwischen Ego und dem höheren göttlichen Selbst man positioniert ist. Es hängt davon ab, was die Grundannahmen sind, wo der emotionale Mittelpunkt und die persönliche geistige Wohnung liegen. Indem wir in den Zuständigkeitsbereich des Höheren hineinwachsen, überwinden wir die Autorität der niederen Sphären. Was der Mainstream als dumm, riskant oder unmöglich erachtet, wird dann die Norm. Anomalien und Wunder werden die neue Realität. Der einzige Weg, in einem manipulierten Spiel zu gewinnen, ist es, mit neuen Regeln zu spielen. Die oben angeführten, unbestreitbaren Schwachpunkte entstammen alle dem gleichen Grundproblem, namentlich, dass unser Geist durch die Dunkelheit des materiellen Universums überwältigt wurde. Die Transzendenz, die wir anstreben, ist nicht durch Flucht und Vermeidung zu erreichen, sondern es geht um die Meisterung des Höheren und dadurch die Überwindung des Niederen. Die wirklichen Lösungen sind im Oben zu finden, während die Schwachen im Unten ihren Ursprung haben. Wir können das Niedere nicht mit seinen Waffen, Werkzeugen und Methoden besiegen. Der Versuch, dies zu tun, ersetzt lediglich ein Kontrollsystem durch ein anderes. Darum sind alle menschlichen Revolutionen, sozialen Experimente und utopischen Versuche gescheitert, weil sie die grundlegenden Probleme, die hier skizziert wurden, ignoriert haben. Die 5 Schwächen verstärken sich gegenseitig. Wenn nur 3 überwunden wurden, werden die verbleibenden beiden schließlich doch zur Niederlage führen. Alle 5 müssen gemeinsam überwunden werden, wenn die Menschheit dauerhaft ihre Freiheit zu sichern wünscht. Wenn das der Menschheit als Ganzes nicht gelingt, kann es vielleicht der Rest von uns. Wir werden es durch die Herrschaft des Höheren Selbst über den Mind, über den Geist und sodann die des Mind über die Materie erreichen.